Die Rosi hat zuerst einen Verdruss mit den zwei Schreiberinnen vom Gmeirbladel. Aber nachher kommen sie wieder zusammen und das Bladel wird jetzt nicht mehr gedruckt, sondern als Netz eingehängt. Maja kriegt Anstände von der Tina, weil sie spät in die Arbeit gekommen ist. Und drum lässt sie am anderen Tag in der Früh einen Wecker so laut schallen, dass die anderen auch gleich aufwachen. Die zahlen ihr das nachher zurück und lassen ihren Wecker laut läuten, wie sie gerade in die Glotzen schaut. Danach filmt sie mit dem Handy heimlich die Leni bei der Arbeit und hängt das ans Netz ein. Aber das fliegt auf und gefällt der gar nicht. Drum tut sie es wieder raus und hängt Büdeln von ihren eigenen Fingernägeln ein. Danach schenkt sie der Sarah ein Freundschaftsarmbandel, wo drauf steht, dass die ein geschäftiges Schneuen ist. Das gefällt der gar nicht. Aber Tina hilft der Sarah und ruiniert das Bandel. In einer Hirwe ist der Ausguss nicht mehr ganz dicht, aber der Josef riecht ihm wieder. Der Gregor verzeiht seine Leid, dass sein preußische Gspusi ihm nicht so gern hat, als wie umgekehrt. Danach sagt sie ihm, dass sie ihm auch so gern hat, als wie er sie. Und das sagt er bei seinem 50. Geburtstag ganz groß an. Ihrer gefällt aber die Ratscherei nicht extra gut. Der Rosi sei Halstierchen wird von der Gmorschreiberin aus Versehen weggeschmissen. Und das Hummerl nimmt es, weil es ihr gefällt. Die Rosi sagt es und möchte ihre Freude nicht nehmen. Und drum kauft sie sich selber das Gleiche nur einmal. Die Gmorschreiberin weiß das nicht und kauft ihr auch eins. Das Bärli wascht eine Strickwesten von Hummerl und die geht voll ein. Drum kauft er ihr eine neue. Aber danach sagt sie ihm, dass die gar nicht eingegangen ist, sondern die ist für die kleine Sissi gewesen. Der Patrick schlagt wieder zu Lansing auf und wird Sophia mit einem Sperrzelt, den was im Netz kennengelernt hat, möchte die zwei auseinanderbringen.